Mutter und ich sind auf Hundemission. Vorher treffe ich mich aber noch mit Jimmy. Zusammen wollen wir tief in den Untergrund von Thun. Also, Jimmy und ich wieder unterwegs. Das ist ein Team. Ja. Die Brodega Brothers. Und nicht in Kalifornien, sondern in Thun. In Thun, ja. Im Kanton Bern. Und jetzt sehen wir hier gegen der Wand eine Deckenmalerei vom Jobbold. Er hat das mit 84 ist er noch mit der Leiter hier mal her und hat das neu nachgezeichnet. Aber die eigentliche Mission ist der Schlosshügel. Sie sind ja unter dem Schloss Thun ein Parkhaus bauen und heute ist der offizielle oder inoffizielle Durchstich mit Zugang für das Pöbel. Und das können wir uns jetzt gerne mal anschauen. Im Februar 2016 ist es losgegangen mit dem Bau. Das Ganze wird etwa 45 Millionen Franken kosten und am Schluss sollte im Schlossberg Platz für ca. 300 Autos entstehen. Wir sind hier im Eingangsbereich. Ihr habt gesehen, eine Riesenhalle. Es kommen 4 Etagen rein, die jetzt nach und nach gebaut noch werden. Hier im Dia-Show abgötteln, für euch zu zeigen. Und man kann dort schauen, dass niemand zuschaut, wegen Copyright und so. Also Jim und ich haben gerade gerätselt, wie hoch. Dann haben wir gerade le Monsieur Professeur gefragt. Und l'expert. Le géomètre. Yeah, okay. Le géomètre du chantier. Ah, muy bien. Très bien. Très bien, oui. Und er hat gesagt, es seien 18 Meter hoch, in Länge 80 Meter. When are you going to be finished? Quand on finit, c'est en automne 2018. Ah, voilà. Merci beaucoup, Steve. Also Stevie hat uns noch verraten. He? Und zwar haben sie ein ähnliches Prinzip schon im Gebirge gemacht, bei Wasserkraftwerken, wo sie auch so zuerst mal riesen Säle raus, dann aber auch mit Sprengstoff gemacht, im Granit. Hier im Nagelfluh haben sie es nicht dürfen. Er hat auch gesagt, es sei spannend, weil eine Stadt in der Nähe ist, also mit Abgas und mit Lärmbelastung haben sie extrem aufpassen. Und für das Bauunternehmen Marti in diesem Fall ist es so spannend für neue Projekte, weitere Städte, die Probleme haben mit dem Platz, nicht unbedingt Parkhäuser bauen, hätten sie jetzt eben Lösungen, dass sie in den Boden reingehen. In Bern, das nächste Projekt, Bahnhofsvergrösserung, zweite Bahnhofshalle unterhalb der existierenden, während der Betrieb voll läuft. Eindrücklich. Hinten dran ein schönes Diagramm. Tipptopp gegangen, wie soll es rauskommen? Ich bin immer wieder fasziniert vom Schloss Thun. Und habt ihr gewusst, dass es 1190 ist gebaut wurde? Und das macht das Schloss Thun fast 600 Jahre älter
als Gründung der Vereinigten Staaten. Danke an Marti Bauunternehmung, dass wir einsteigen in die Hölle und das Ganze von näher anschauen. Aber wie eingangs erwähnt, geht es jetzt zurück zu den Wuffis und wir sind bei den Wasserrettungshunden in Hilterfingen. Hallo, zusammen, schau doch! Ich hoffe, es hat noch Spass gemacht. Sehr interessant gewesen. Sascha tut jetzt noch Fragen beantworten. Und dann haben wir vielleicht auch noch kurz Zeit mit ihm zu reden. Sascha Spinis, super Show gewesen. Kannst du uns erklären, wie du dazu bist gekommen? Ja, ich habe eigentlich angefangen mit der Deichmann. Unsere Hündin, die wir hatten, die im Dezember gestorben ist. Mit ihr hat alles angefangen. Ich mache mich besinnen, das ist 15 Jahre her. Das ist so. Ja, genau. Du bist dann ganz allein, hast das aufgezogen? Genau, ich hatte das alleine aufgezogen. Und habe dann einfach Kollegen, die sind dazugekommen, wir haben das dann langsam aufgebaut. Und jetzt inzwischen sind wir ein Verein mit ca. 48 Mitgliedern. Es ist noch Tendenz zu wachsen, wir haben eine grosse Anfrage bekommen. Und es macht einfach wahnsinnig Spass. Super, das Fakt vom Zuschauen her, es läuft gegen etwas, der Speaker erklärt es schön. Und nimmt mich jetzt natürlich Wunder, wie manchmal trainiert ihr in der Woche? Wir sind zweimal in der Woche da, wir sind am Dienstag und am Donnerstag und mit dem Training haben, jeweils ca. 2 bis 3 Stunden, wo wir die eigentlich Zeit auffordern für die Tiere. Können sich neue Interessenten noch melden oder bist du voll? Also wir haben jetzt wieder neue Interessenten gehabt, wo wir haben, mal das Probeschwimmen aufgefordert haben und dann tun wir die dann einfach sortieren, je nachdem wie uns der Hund tut. So tun wir sie dann aufnehmen im Verein. Super, Sascha, merci vielmals, lass dich springen, du hast ein böses Wochenende. Bis gleich. Merci, ciao. Wenn du die Hunde nichts lieber hat als Wasser, ja, schau doch mal vorbei bei Sascha seinen Leuten. Man kann dem Hund keine größere Freude machen, wenn man ein tolles Abenteuer mit ihm erlebt. So, ich glaube, wir machen Schluss für heute. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen, es hat Spass gemacht, für mich zu machen auf jeden Fall. Und falls ja, lasst mich es doch wissen, indem ihr den Like-Button drückt oder wenn ihr es sogar teilt oder geht abonnieren auf YouTube, wenn ihr es dann nicht könnt lassen. Haltet euch es nicht gegen euch. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schnell ein Selfie mit dem Star von heute. Ja. Hey, hör. Hoi. Schnell die Kamera schauen. Ja, du willst ein Knöchchen, hä? Oh, ganz gut. Bang. Merci.